Karma fließt im Blut, wenn du verschiedene Angriffe landest und dämonische Kräfte walten lässt. Erhältst du zusätzliches Karma. Okay. So wie das hier, hä? Das gab Karma, hä? Der Fitzer. Whoa, are those things real? Nein, Herz, komm her. Jawohl. Seht ihr die Anzeige unten? Ach, das ist 99. Ich hab's gelesen wie 22 und hab mich noch gewundert, warum ich so voll bin noch. Obwohl die Anzeige so niedrig ist. Aber cool, ihr kriegt also Boni, wenn ihr verschiedene Angriffe landet und wenn ihr Variationen in eure Kombos bringt. Ach komm. Wow. Ich will eure Waffen! Ugly bastard! Alter, sind das asoziale Würfsterne. Nur ein Stern, schade. Hotline Miami ist auch, hier das Spiel ist von Devolver Digital. Und die haben auch Hotline Miami 1 und 2 gemacht. Mr. Wesson, glad you could make it. Serious Sam. Hard Reset. Geile Scheiße. Ey, ohne Witz, ich bin begeistert von dem Spiel hier. Bin stellenweise ein bisschen überfordert am Anfang, aber es ist echt cool. Zumal ich das gerade mal für einen Fünfer gekriegt habe oder so. Ich habe es aus England bestellt. Hat mich so gut wie nichts gekostet. Und ist genau das, was ich gesucht habe. So was Schönes, Hirnloses für zwischendurch. Wo man einfach mal die Sau rauslassen kann. Ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel hier haltet. Und ob ihr findet, dass es ein Let's Play-würdiges Spiel ist. Aber ich denke schon. Ich will überall in die Ecken und runter, um die Geheimnisse einzusammeln. Guck mal, hier mitten im Wald, da muss doch irgendwo was liegen. Oder wieder irgendein abgefucktes Easter Egg. Guck mal, da hinten steht was. Und ich noch nicht wissen, wie ich hinkomme. Ah. Nee? Also ich will da dran, definitiv. Wahrscheinlich muss ich einfach weiter weg, um näher dran zu kommen. Ja, hier, nein. Ja. Jawohl. Guck mal, Karma gekriegt. Bringt mir das schon was? Nee, reicht noch nicht für einen Karma-Punkt. Schade. Ich muss mir das alles später mal so ein bisschen in Ruhe durchlesen. Ich will jetzt erstmal nur hier slashen. Aber geil, dass das auch so RPG-Elemente drin hat. Finde ich cool. Jetzt mal gucken hier an der Lichtung. Da kommen wir nur zurück. Kann sein, dass ich an sämtlichen Geheimnissen einfach dran vorbeirenne, gell? Oh, Häschen. Ich weiß, dass es im alten bumsende Hasen gab. Und dass man die töten konnte, aber ich will jetzt ungern einen Hasen töten. Vielleicht, wenn sie rammeln. Wenn sie rammeln, dann mache ich es aber so nicht. What is this? A shrine of some kind. What's it doing here? How if I know? Looks kind of cheap, though. Yeah, ich habe einen Kristall. Dunkle Kristalle verleihen dir Ki, eine Energie, mit der du dämonische Kräfte erlernen oder verbessern kannst. Ja, auf, hopp.
Nee. Ich muss dahin, wo man die Kristalle braucht. Hier, Kristalle, heilen. Der Pfau hat angeblich die Macht, Gift entgegenzu... Ach so, das hier ist alles zum Heilen, ne? Kosmischer Tau. Durch Verbesserung der Bündelungstechnik kann der Adept sich wirkungsvoller heilen. Mach mal. Bedeutet mein, Oh, wie war denn das jetzt? Ah, so. Ja, da muss man sich echt dran gewöhnen, in welche Richtung man swipen muss und dann welche Taste man drücken muss. Das ist krasser Scheiß. Das ist krasser Scheiß. Komme ich jetzt irgendwie zurück auf die Weg? Jawohl. Oh, den Revolver könnte ich mal nachladen. Hab ich gerade gesehen. So, und ich vermute, das hier ist das Kapitelende. Finde und zerstöre die blauflämmige Tentoki-Statue, um das Siegel zu deaktivieren. Das heißt, ich muss diese Statue noch finden. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass ich da gerade dran war und habe nur vergessen, die zu zerstören. Schauen wir nochmal. Nee, ne, da war nichts mehr. Nee. Alles Roger in Kambodscha. Vielleicht am anderen Ende des Flusses. Wäre so das Offensichtlichste. Hui. Nee. Das Ding haben wir schon. Oh, jetzt geht die Sucherei los, hä? Mal gucken, ich bin ja relativ schnell vom Weg abgekommen. Aber ne, da war direkt die Tür, okay. Gehen wir mal hoch. Und suchen diese Tentoki-Statue. Wahrscheinlich bin ich schon 8-mal dran vorbeigerannt, ey. Ich sehe halt auch nichts Blaues irgendwo durchschimmern oder so. Was mir irgendwie einen Hinweis geben könnte. Vielleicht... Nee. Ich habe gedacht, vielleicht hier links oder rechts, direkt an diesem Tor. Das ist gerade ein bisschen ätzend. Gut, gehen wir nochmal hier runter. Kommen wir hier immer tiefer in den Wald. Ja, ich glaube, so tief war ich noch gar nicht drin. Doch, war ich. Für das Geheimnis. Shit. Einfach mal suchen. So, hier sind wir wieder an dem Flussende. Hallo Hase. Nee, also ich vermute fast, dass ich das Ende von dem Weg hier wegstreichen kann. Als potenziellen Fundort für diese Statue. Ich guck noch mal hier. Ah, da hinten. Guck mal da. Hui. So, kriegt was down. Und da ist nochmal ein Schälchen mit Karma. Und vielleicht reicht unser Karma ja jetzt aus, um zu leveln. Ne, reicht immer noch nicht. Der Witz ist, da steht halt nur Karma 0. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann Karma 1 gab. Ich habe vorhin nicht so drauf geachtet. Aber das finden wir alles. Ey Junge, wo rennst du hin? These things. Shadow beings. Pretty violent, as shadows go. Shadow beings. In the shadow realm. Great. That clears everything up.
Okay, dann können wir jetzt los. So, Kapitel 1 ist immer noch nicht abgeschlossen. Oh oh, schau was. So, wenn da jetzt noch ein Haufen Viecher sind, setze ich auch noch mal so ein Herz ein. Aber so wie es aussieht, 2, 3, jawohl. Kommt alle zu Daddy. Kommt. Es hat nicht gereicht. Die müssen also näher an euch dran sein. Es reicht nicht, wenn die im Sichtfeld sind. Ich habe mir noch gedacht, da ist hinter mir noch einer, gell? Nur 2,5. Schade, aber ich denke, das erübrigt sich später, wenn wir noch mehr Angriffe kriegen. Dass das hier doch ein bisschen anders läuft. So, Health. Wie war denn das? Ah, so. Puh. Es sind immer so viele Wege und ich will halt absolut nichts verpassen, gell? Am liebsten alle Geheimnisse gleich mitnehmen. Alles einsacken. Aber so wie es aussieht, müssen wir tatsächlich da lang. Außer wir kommen hier oben rein. Ich habe eben gedacht, da liegt eine Banane, gell? War wohl nur irgend so ein Wurm. Ah, Würmli. Ah, Würmli. Ist hier noch was? Ah. Ekelhaft. Da links könnte noch was sein oder auch nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ah, guck mal da stehen sie schon und warten. Jawohl. Ist der gefetzt? Okay, so where did that thing go? It's probably looking for a temple. Why? It's a golem. It needs to go back. A temple is a place of power. Well, the biggest one around is the Capadori Cemetery near my place. Cool, cool, cool. Ja, dann würde ich sagen, geh mal zurück und ich denke, das war's dann auch mit dem Kapitel. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did you must be the one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also believe any goddamn idiot thing you make up on the spot.
Get out of my car. Wir haben es geschafft. Kapitel 1 abgeschlossen. Kristalle 1 von 1. Geld. Ich habe nur 60% vom Geld eingesammelt. Leck mich fett. Getötete Feinde. Karma-Aktion. Karma-Bonus. Bewirkter Schaden. Missionsergebnis 189 von 250. Ist okay. Ist okay. Ich gehe zurück zum Hauptmenü, weil das war's jetzt auch mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.